vor. So auch wenn wir just eine kleine Gruppe sind, wie man das so 100 Leute von der Fleisch etwa zum Auflauf. Ich werde eine ganz kurze Introduktion machen, weil ich das gefragt gesehen habe, weil das auch ein Thema von Mengen Recherche war, für eine Menge von Jahren. Und da werde ich natürlich als Tablerand vorstellen und dann probieren wir möglichst viele Informationen herauszulocken über die Publikationen, die du für nicht allzu lange Zeit zu schriftlichen Fehlgestellt gehen, dass manchmal ein bisschen Klamm für die Publikation im Griff des Nationalsozialismus, wo sie feiern an den von den Noven fehlt, mit kontribuiert tun und mit dem Thema von den NS-Organisationen als Lützburg im Kontext von Schriften beschäftigt tun. Und dann, wann nach Lust und Zeit das so ungefähr eine Stunde dauern, wenn man dann noch Fragen hat als Experten, als Expertin, dann kann man die natürlich auch mal gerne stellen. Natürlich den nächsten Weg ist dann eine kleine Introduktion mit dann Fragen, die ich mir stellen, und dann hast du noch Zeit und da Lust tut, für zu bleiben. Well, Thema, das ja annonciert ging, zu der Nazi-Organisationen zu Lützburg beschäftigt. Ich wollte aber ihre Stand als Historiker vorstellen, weil ich ganz kurz etwas über das Thema Zweite Weltkrieg so. Aber wenn man dazu schriftlich wird, wo ich hier viel gestaltet habe, dann ist das schon ein bisschen ein Wiederholen von dem, was ich gesucht habe. Ich habe eigentlich vom Fundort hat ganz schlecht gesucht und einfach an das Tablement verpasst. Nur so ein Zweite Weltkrieg steht für das große Interesse. Dann spiegelt das schon nicht am Saal, es spiegelt sich an den Medien, spiegelt sich an der Recherche und spiegelt sich auch an der Debatte, die gefördert wird, wo vielleicht Männer und NS-Organisationen die anderen Themen mit natürlich auch eine bestimmte Ursache, wo man vielleicht auch noch zu Schwärze kommen. Dem Interesse geht interessanterweise den queer durch Altersgruppen. Ich meine immer, dass schon sagt, dass die Eber mit der weißen Haare oder mit der Uni-Haare interessiert, dass letztes Jahr ein repräsentativ Umfrage gemacht ging, wo 500 Lützeburger befragt sind aus verschiedenen Alterskategorien. Wie groß ist das Interesse, wie wichtig fand er dann was im Zweiten Weltkrieg als Lützeburg beschäftigt? Was will er noch wissen? Was ist überhaupt ein Thema, was ich das Interesse hört? Und das Resultat war echt erstaunlich, weil das Interesse quer durch Alterskategorien, natürlich von real bis ganz jung, aber quer durch Populationen, was die Nationalitäten anbelangt, ganz groß ist. Das schwankt zwischen 60 bis 70%, also 2/3 der Leute fanden es wichtig, dass sich damit beschäftigt. Ja, wir wissen, den Zweiten Weltkrieg aus River, das ist ganz lang hier. Ich war approchiert über die 80 und 90 Jahre, ich erlebe mir wahrscheinlich schon 100 Jahre hier. Geschworen aus das Jahr 100 Jahre den Putsch von Hitler hat, dass die Generationen, die von zwischen dem, was du geschieht hast, an Eis, und staat zu betonen, dass da mengenisch Männer Eisen Defi, mit das Defi natürlich stehen Generationen aus den 2000er Jahren oder aus den 2010er Jahren, war das für 15-Jährigen und 20-Jährigen noch relevant oder war das noch interessant, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und was natürlich ändert, geändert Töne, oder das, wie erinnern wir uns darüber, oder was erinnern wir uns, und was beschäftigen wir uns, wenn wir den Zweiten Weltkrieg schaffen. Und ich meine, das Thema von Nazi-Organisationen, das von den Themen, die doch eigentlich relativ aktuell ist, weil bislang sich relativ wenig Historiker für das Thema von Nazi-Organisationen hat zu Lützeburg interessiert. Wie wird das so wert? Das ist eine Frage, die ich heute also für Historiker wird stellen. Das heißt, dass man zu wen erinnert sich, sich erinnert. Das ist relativ komplex, das fehlt noch zu Konflikten. Wir haben noch eine ganz intensive Recherche. Notamment sind hier vier Historiker, die in den 2000er Jahren hier ihr Studium gemacht haben und dann auch wirklich à la pointe der Recherche hier Arbeit gemacht haben. Auch da haben wir ja eine ganz lange Tradition, das fängt an den 80er Jahren eigentlich an, für die ich mit der Zeit im Zweiten Weltkrieg beschäftigt und dabei wissenschaftlich professionell
Äderweis zitiere du just E-Buch, wat der Fleisch kennt oder de kennt den Autor, das Doktorerbe vum Paul Dustert, den 1985 herauskom beschäftigt wurde wat war die Kollaboration zu Lützeburg, de muss nach ganz Großreizthema oder Tabuthema quasi wat Organisationen gowe an überhaupt mat der Organisation beschäftigt, die als Lützeburg am bekanntesten und kann am berüchtesten ass VDB, die Volksdeutsche Bewegung, wo Kollaborateuren drauf waren, also die sich Zeit von der Nazi gestalten, wo auch noch ganz viele andere Leute drauf waren, eine Zwangsorganisation. In Europa sind darüber sind ein bisschen die anderen Organisationen, mit denen wir uns beschäftigen, ein bisschen nach Vergessenheit geraten. Heute sind die viel natürlich, was vermittelt den, wie vermittelt den, der wir müssen halt am Anfang Leute umschwärzen, die an den 2000er geboren sind, respektive die an den 2010er Jahre geboren sind, die nur an der Schule sind. Was erzählen wir denen von der Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, die Lützeburg so geprägt hat, auch Lützeburger Gesellschaft und Politik natürlich. Wir werden heute hauptsächlich über die Organisationen schwätzen, die halt in Lützeburg aktiv werden, da ist das eine lokalgeschichtliche Perspektive, das ist auch nicht, wo war die überall in ganz Europa tätig, wirklich mal Fokus auf eine Gemeinde, die halt ganz in der Gegend lebt, das halt eine eigenständige Gemeinde, die muss werden Teile von Esche, von Schöffling, die Organisation ist immer eine ganz wichtige Voraussetzung für, dass eine Diktatur kann funktionieren. Die braucht Organisationen, die braucht Verwaltung, an irgendwie Organisationen, sympathisch sind, ob sie demokratisch sind oder nicht, die gehen dafür gebraucht, gesagt ja aktuelle Krische, dass die immer irgendeine organisationelle Struktur brauchen, nicht nur froh aus von Einzelleuten, die etwas machen. Die Organisationen, von denen wir heute schwätzen, sind natürlich keine Organisationen oder Vereine oder Assoziationen, wie man das heute kennen oder wie die Leute als in Lützeburg 1940, also für den Zweiten Weltkrieg, für die Okkupation kannten. Das ist etwas, was wirklich sich unterschied wird von dem, was Leute damals kannten, aber doch nur in der Form zu Lützeburg nicht mehr rumgekommen ist. Voilà, das wäre meine schon ein bisschen meine Introduktion, ich stecke dazu übergehen, für hier als Panel vorzustellen, wenn ich ein bisschen Kneipe gucke. Ich fange einfach mit dem Alter und dem Geschlecht, nur einfach mit dem, der zu meiner Linke sitzt, das ist den Jérôme Courtois, er ist nicht um 2000 geboren, sie sind alle schon mehr alt wie 2000er. Jahr 1990 hat zu Lützeburg auf der Uni studiert, noch am Saarland, er schafft, Mensch, wie der Freilich schon gesagt hat, am Müsedat, ca. 2015, also wirklich gehört zur Stammequipe oder zur echten Equipe, die die Musiker gegangen ist, aufzubauen, die auch hoffentlich schon ein Wert abgehoben hin, hat eine neue Veröffentlichung gemacht zur Schöfflinger Lokalgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Er beschäftigt sich, und da kennen wir es auch ein bisschen besser, mit Solo-Technologie mehr Randgruppen, das heißt verfolgt vom Nazisystem, die so gemeinhin einfach vergisst, die sind oder bis heute noch nicht wirklich um Radar sind. Wie zwei Beispiele, wie ist Homosexuellen zu Lützeburg ergangen während der Besatzungszeit, wie ist ein Zeugen Jehova an der Zeit ergangen. Also ein Thema, das nach wirklich zu entdecken ist. Und dann haben wir Lies Hoffmann, oder Elisabeth Hoffmann, ich kann das so, ja, Lies Jahrgang 1989 wird zu Straßburg an der Universität Lorraine und zu Lützeburg studiert, dann wird ein Doktorarbeit gemacht über das Memoir von der Resistance zu Lützeburg. Das ist auch ein ganz großes Thema, was ja ein bisschen so ein Diskurs und Erinnerung und das wird geschrieben, wie das Lützeburg ein bisschen dominiert wird. Wo das probiert, was dem mit Spur geht, herauszufinden, wie weit eben darin und Resistance ein Thema ist, nicht nur mit Resistance selber publiziert, auch in drei Sachen zum Thema Zweite Weltkrieg, unter anderem die transnationale Perspektive, also nicht nur zu gucken, wie weit zu Lützeburg, wie weit an den Nobelregionen, die ja eine vergleichbare Situation haben. Dann haben wir den André Marquez, 95, das ist schon ein bisschen jung, ein Teil vom Panel, hat zu Lützeburg und zu Prag Geschichte studiert, hat auch am Museum National der Resistance geschafft und als seit der letzten Jahr freischaffenden Historiker, hat mitgeschrieben eine Publikation über die Geschichte von Cyprolux, also den
Eisbünder, christlichen Eisbünderverband und hat auch schon zu den Nessorganisationen für Drohnen publiziert, zusammen mit Chiro. Dann ist entschuldigt dann direkt, wenn man gelöst, dass die Leute, die kann nur dabei sind, die normal was dabei ist, wenn man es beruflich verhindert. Also ein Historiker selbst, die Jungen wie den André. Und dann Steve Devey, ganz links von mir, den ist zwischen dem Jerome und dem André am Alter, geboren 1993, zu Freiburg Geschichte studiert, wird auch am Musee geschafft und schafft seit 22 auf einer historisch ganz wichtiger, ganz interessanter Platz zu St. Fontaine-Döven am Eisweg, weil er als pädagogische wissenschaftliche Matherbestimmt von dem Centre, dem Jahre Centre Pädagogik aktiv. Voilà, dann Mensch oder ein bisschen Bild von unseren vier Panelisten. Und dann Mensch gebe ich einfach direkt aufhängen, aber länger froh, und dann gebe ich vielleicht der jüngste froh, den André. Wie kann denn eigentlich dazu für sich mit der Zeit vom Zweiten Weltkrieg zu beschäftigen? Und für gerade mit den Themen, die es da ausgestellt zu der Nessorganisation? Mein Anfang ist so hauptsächlich am Geschichtsbereich von Videospielern, wo ich angefangen habe mit Geschäftsstellen an der Uni. Da habe ich mich ganz stark dafür interessiert, wie Geschichte auf Videospieler vermittelt wird und genutzt wird. Und du hast ganz schnell auch Richtung Zweite Weltkrieg gegangen, wegen Zweite Weltkrieg Videospieler vermittelt und gewissen, was sind die verschiedenen Perspektiven, was sind Frohen, die abkommen, Frohen, die nicht gewissen gehen. Dann durch das Volontariat am Musee sind ich dann von dem Online-Bereich wirklich an den Archivarbeit so gedrückt gehen, für dort dann zu stöbern, weil dann an der Zeit der Uni nicht so wirklich Thema war. Und da hat mich den Aspekt interessiert von Organisationen, die teilweise vergisst gehen, die wenig beachtet gehen, und dort zu sehen, dass hat der ganzen Komplexität von der Organisation, hat der ganzen Komplexität von der Kollaboration immer nach Persönlichkeiten handelt sind, die hier ihre Motivationen haben, die ihre Gründe haben, für was sie sich irgendwo engagieren, für was sie die Entscheidung treffen. Und das schon extrem faszinierend fand, an den Dossier, die ich dann finden kann, für den CT-Dossier im Nationalarchiv, da finde ich dann immer ganz interessant Point de vue von den Personen an die Lebensgeschichten, und du erkennst dann aber auch, dass das kein Monster sind, sozusagen, die sich schwer vorstellen kann, weil das sind Leute, die mit uns in der Gesellschaft gelebt haben und die Entscheidungen getroffen haben, die Entscheidungen zu verstehen und zu gucken, wer die Entscheidungen mit denen gestaltet haben, wo sie dann auch hingegangen sind ganz faszinierend, für dann noch Bild vom Zweiten Weltkrieg ein bisschen zu vervollständigen, für auch wirklich zu verstehen, was da während der Zeit geschieht ist. Also nicht nur von einer Seite darf gucken, aber alle Seiten ein bisschen durchgucken muss, für überhaupt zu verstehen, was Motivationen sind, dafür war das dann so entstanden. Ja, also von der digitalen Welt, von Spielern bis dann bei realen Personagen, die schon lange tot sind oder in der Vergangenheit agiert haben. Lies, wie wäre bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Ich bin gespannt, ob du auch Videospieler gemacht hast oder Computerspieler oder was dein echter Zugang zu der Thematik wäre? Thematik zu der Weltkrieg meinst du? Also ganz klassisch Tagebuch von meiner Frau. Ich meine, das war eine Animationsverfilmung vom Tagebuch, was klar ist, Utopia, meine Eltern hatten mich schon geholt und ich war ganz fasziniert von der Geschichte. Ich habe noch nicht das Buch gelesen und so und ich meine, auch die dann noch Geschichte, also sowohl Literatur noch Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. Ja, und dann Thema Resistenz, Erinnerung und Resistenz, in der Großregion eigentlich, und bis hin zur Organisation der letzte Beschwerde, wie ist das gegangen? Das war eigentlich durch meine Arbeit am Resistenzmuseum. Ich habe immer schon ein Studium gemacht, an den Vakanzen habe ich immer Studentengruppen gemacht. Und du siehst eben, ich wollte euch über die Resistenz manchmal am Anfang gedacht, ich da über die zwischen der französischen und der Lützburger Resistenz zu machen. Und dann hat Frank Schrader, der fand fand interessant, wenn ich den Aspekt von der Erinnerung noch draufbringe.
schon immer meine Profen noch diskutiert, und das wäre gerade im Moment ein Thema, was Konjunktur hat, an der Forschung, und den Wünschen wird dann manchmal einfach just nicht mehr über der Erinnerung, weil da wirklich genug zu forschen wird. Ja. Und so sind eine Stunde auf das Thema gekommen und so auch nur Musik gelernt. Und war viel genau über dann als Frauenschaft und das Frauenwerk zu vorstellen, das ist die Regierung. Weil hier die Projekte halt auch sehr, ich habe das noch mal nicht mehr gelöscht, welche Organisation fehlt dann eigentlich noch, und ich direkt die Frage würde, du würdest eigentlich nicht viele. Ja, notamment, weil die Resistenz auch organisiert, weil natürlich eine Organisationsform hat, die zum Teil an der Klandestinität tun wissen sie, oder Krisen dazu wissen sie, wie das überhaupt kann funktionieren, bis hin zur Organisation, aber wenn man nach Menschen sind, die eine ganz andere Funktion haben und eben nicht geheim werden, die ganz öffentlich abgetreten sind, aber da werden wir nicht zurückkommen. Mit deiner Nummer gefragt, Jerome, gibt es so, wie warst du zu dem Thema gekommen? Ich kann mir vorstellen, wenn man so wichtig kann, und du bist mit der Familiengeschichte zu dem, du kannst vielleicht selber sagen. Natürlich war auch nicht mit der Familiengeschichte zu kriegen. Vielleicht weißt du noch nicht. Vielleicht muss ich effektiv noch mal herausfordern, auf alle Fälle, wo ich ein bisschen frei anfangen kann, den Interesse. Also muss ich nach der Spielschule anfangen. Okay, also wenn man zu viel Zeit hat. Nein, das ist gut, wie war. Ich habe mich eigentlich schon umgesperrt gehabt, weil mich oft interessiert hat, also die Recherchen, die ich gemacht habe zu den vergessenen Opfergruppen, das sind einfach die Normen, das gibt nicht viel über verschiedene Opfergruppen geschwärzt, wie zum Beispiel homosexuelle Männer, Zeugen Jehovas, respektiv auch Recherchen, die wo man dem Mann gehen über Leute mit schwarzer Haut. Aber gleichzeitig ist auch ein Norm, die als Anfang auch die Strukturen her, die viel von den Massenorganisationen, viel von der volksdeutschen Bewegung her, die nach Welt ist, aber von alles, was ein bisschen darüber rausgeht, also von der deutschen Arbeitsfront, was dein Domain ist, her, die nicht ganz viel. Und in der anderen, das war 2019, wo am Anfang das Projekt angefangen hat, über die Lokalkollaboration, über die lokale NS-Organisation zu schaffen, abkommen aus, wo ich dann mit André zusammen sitze, also als Volontär, wie dann noch ein bisschen die Idee geboren als Volontären an so Rechercheprojekten anzubauen. Da der erste Mal, wie ich doch schon gesagt habe, das Schöffling, weil ich auch lokalhistorisch ganz aktiv sind. Ich habe schon angefangen durch verschiedene Presseartikel, die ich wollte über die Sturmabteilung, dann über den NS-Kraftfahrerkorps. Was war das? Und das Interesse hat mich ein bisschen getriggert, dann noch ein bisschen durch den Wasser tun. Die Sichtung und ein bisschen, das ist interessant, du kannst etwas finden. Also ein bisschen die Projekt dann noch löserlos geboren, gleichzeitig auch eben über das Musee, wenn wir auch am Musee über verschiedene NS-Organisationen schwätzen, aber wenn wir gemerkt haben, du geht es nicht. Und so als nur das Projekt dann auch entstanden und Interesse immer mehr an auch die verschiedenen Gruppierungen, die löserlos dann auch geschafft wurden. Also schmecken den Musee als so eine Cellule, wo so Sachen entstehen in einer Kooperation oder ob Initiativ von dem Direktor. Steve, wie war bei dir? Du hast ja auch immerhin an dem Musee eine Zeit geschafft. Hast du auch dort etwas gedreckt geben oder wäre das Interesse für die Stunde? Also, nach der Rede zu wirklich natürlich. Schön, davon bin ich mal aus, dass das schon existiert. Da muss ich nur ehrlich sagen, das hatte ich noch einen Mann auf dem Schirm. Das ist nicht, dass die Regierung bestimmt nicht so randrecken. Aber wie mit der Idee zugekommen war, ich meine, durch ein Dossier, den Schöpfling Mengenarchiv leitet. Also, da nicht viel Erzählung, da habe ich natürlich ein bisschen Rolle, so weiter, und dann ist relativ sehr dumm. Ich meine, das ist ja so, dass dir die Chance, kann schon mein Alter ein bisschen ausspielen, dass dann in einer ganz anderen Zeit mit der Recherche angefangen hat. Erstens hast du da noch ein Interesse für die Organisationen, die bislang einfach echt ja, nicht abordiert rufen, du hast von Randgruppen geschwärzt oder vergessenen Opfergruppen. Auch die Organisationen sind natürlich irgendwie vergessen, weil keiner drüber schwätzen. Das wir vielleicht für einer 40 oder 30 Jahre nicht möglich. Da ist natürlich auch die Dokumentation zugänglich ist, die also wir schon angefangen zu recherchieren, und da werden noch viele Fonds an den Archiven nicht zugänglich, für weil da persönliche Stunde gegangen ist, Personen, die nach anderen Ortschaften gelebt haben oder die Familie nach gelebt haben, dass das für mich schwer war, sich dann mit der Organisation zu beschäftigen, weil es ja nicht um die Organisation selber geht,
mir schon Leute, die da waren, das hat ein anderer Mensch geschwärzt. Vielleicht ganz kurz, mich schätze ganz viel von den Organisationen die ganze Zeit, mir hat gesehen, das eigentlich. Liste also so freundlich und hat ein kleines Schema präpariert. Das ist natürlich so, voilà, ich weiß einfach Statistiken von den Organisationen, die halt letztendlich gekauft haben. Das ist also ein ganz Zahlen, ganz fest. Die meisten sind wir haben, von denen ich guckt, neben an Memberszahlen, die gibt. Ich zitiere natürlich die größten Organisationen, die meisten Membern haben, das die Volksdeutsche Bewegung, die der gewisse Staat nicht eine Organisation, die über 10 Nazien drauf werden, da sind Leute zum größten Teil forciert gehen, hat natürlich eine Basis, die bei 10 bis 15% wird gelehnt und die also Überzeugung von die Nazi-Organisation rangegangen sind. Dann haben wir als die zweitgrößten Organisation der Deutsche Arbeitsfront, die von Gewerkschaften liquidiert und überholt wird, das wird nur nicht Thema sehen, die hat also bei 60.000 Member und da kommen die kleine Organisationen, die auch Thema Gegenstand von der Publikation hat, das ist dann SF, dann als Frauenschaft, Titlerjugend und die entsprechend Organisation für medische BDM. Wer auch darüber schwätzen, also ich von den bisschen kleinen Organisationen von den Memberzonen, das ist der SKK, Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps und NSFK, das sind so die 4 so aufgeht zum nationalsozialistisches Fliegerkorps, so das geht. Aber dann haben wir dann die Organisationen, die wohl ganz bekannt sind, die als letztes relativ klein waren, wie DASA oder DASES, die also relativ wenig als Plätze beschäftigt. Voilà. Die können wir vielleicht ganz kurz so mit einer Organisation, die sich beschäftigt tut, aber ich ganz kurz wieder ein so, was war das für eine Organisation, was hat die eigentlich gemacht? Und ich meine, kann ich schon um 4 wurden die Organisation Gouvit schon alle Gur 1940, die Gouvit zum Teil schon 1933 schon Nazis nicht gekommen sind. Also die sind alle gut natürlich irgendwo aus Deutschland plötzlich durchgehen. Vielleicht André, was du ganz kurz so die Organisation, mit der du dich hauptsächlich beschäftigt. Ich habe den NS-Fliegerkorps, also NSFK. Die existieren offiziell seit 1937 am Deutschen Reich. 4 Drohnen waren den Deutscher Luftsportverband, den 1933 mit der Machtergreifung abgebaut gouf als Versammlung von allen Luftsportvereinen an Deutschland, die wurden alle gut abgelesen, die wurden alle gut an einer Organisation versammelt. Und zeitgleich sollten an der Organisation auch insgeheim Luftwaffen mit abgebaut gehen, die zu dem Zeitpunkt noch verboten waren durch den Versailler Vertrag, an dem dann eine Pseudo-Organisation gegründet wurde, konnten Piloten sich geheim ausbilden, weiter trainieren, für dann öffentlich als Luftwaffe abzutreten. Auch zu Lützeburg, wo dann alle Vereine abgelesen wurden, wo auch heute Ziel, eine Organisation gründen, die von der NS-Ideologie geprägt ist, wo man alle Luftsportvereine an Supporterinnen versammeln, für die dann der NS-Ideologie zur Verfügung zu stellen, und auch zeitgleich die Jugend auszubilden, für dann auch die von der NS-Ideologie zu prägen, wie auch die Ausbildung festzustellen, für das die dann in Zukunft an die Luftwaffe kommen, dort dann große Piloten, Helden können gehen und dann zurück auf Lützeburg können zu weisen, wir sind die großen deutschen Piloten, die geholfen haben, den Krieg zu gewinnen. Also Propagandainstrument, aber natürlich auch ein Instrument, das präpariert den Krieg, oder Juncker sagt, präpariert den Krieg. Genau. Heute hat Lützeburg relativ wenig Member, also die Zahl, die ich gefunden habe, dass so bei 200 bis 200 Member, das ist eine Zahl, die du kannst bestätigen, das ist ja von ganz Land wie Lützeburg ist auch relativ wenig. Als da so Größenordnung, du hast dich schon mal wie gerne auch mit Schöfflingen beschäftigt, wie viele Leute waren da zu Schöfflingen? Wie war das dann so eine kleine Organisation? Das ist eine kleine Organisation, auch im Vergleich zu den Membern, die an den Lützburg-Vereinen waren, also ziemlich klein. Weil aber unklar ist bei den Zahlen, das sind nur die Zahlen von September 1941, die die Gauleiter verkünden konnten, ist das ganz viel von den Ausbildungen an der Hitlerjugend gemacht wurde. Der Hitlerjugend selber hat eine eigene Abteilung, Flieger HJ,
wo all Jungen gesammelt go für ausgebildet zu gehen. Zeitgleich war der SFK auch an den Schulen für Schüler do auszubilden, ob den Modellbau 4 zu bereden. Bedeutet, die Members, die am NSFK waren, das waren entweder Formateuren, die dann nur an Schulen oder was der Hitlerjugend zusammen geschafft haben, für Piloten auszubilden, für die Leute auszubilden, oder das waren Leute, die nur der erfolgreiche Ausbildung, und nachdem sie in Deutschland schon am Denkst waren, zurück auf Lützeburg gekommen sind, und da konnten sie offiziell als Member vom NSFK gehen und da aktiv Sachen machen. Unklar ist, wie viel Junker an der Hitlerjugend in Kontakt kommen sind mit dem NSFK. Was wir wissen ist, dass Stand 42 die 60 Atelier an den Schulen abgebaut wurden. Ja, landesweit. Mit Plänen für 180 Schulen haben sie geguckt, die die Möglichkeit hatten, direkt ein Atelier aufzubauen. Und Stand 42 waren also schon 60 angerichtet. Das ist nur nicht mehr an den Schulen. Verschiedene Wirtschaften hatten auch lokal ein Atelier, wo in der Freizeit schon das gemacht wurde. Du meinst, das ist unklar, so wie viele Junker wirklich Kontakte mit der Getreide sind. Obwohl ein ganz kleines Zahl aus von aktiven Membern, von denen eine extrem Arbeit gemacht für Tigerhaie auszubilden, die dann auch an Deutschland sollten Piloten. Also irgendwie militaristische wo die Jungen zu schwätzen, und dann manchmal man Quantität von den Members, mit der Breite von der Opfer, ich glaube, eine ganz junge Umfang, also das war Menschen NSFK, also der Fliegerkorps, irgendwie als letztlich aussichtlich in Deutschland, die wird auch Steve, bei Dingerorganisationen, kannst du vielleicht ganz kurz oder sagen, das wäre, wird das dort selber oder dass du vielleicht anders spielst wie bei der Fliegerorganisation, wo du bist ein Dachverband ursprünglich war, den die Vereine, die tatsächlich durch das Golf einfach abgelesen wird, respektive integriert oder geschleckt wird, gewinnt hat so. Steve, wie wäre das bei den Organisationen? Also ich habe mich mit der nationalsozialistischen Volksschulfahrt, also NSV, beschäftigt. Am Vergleich zu den anderen Organisationen war das allerdings kein klein, ungefähr heute zuletzt 57 Stellen, Member im Jahr 43, wo man dann die größte von den anderen Organisationen war zuletzt war. Der NSV war schon 31 an Deutschland gegründet geht. Am Anfang auch an der Partei selber ist dann negativ gesehen. Sie sind noch relativ sehr gemerkt, dass durch kleine Hilfen, Gefährlichkeiten, dass die gut bei den Menschen kommen und haben relativ zügig ausgenutzt für ihre Propaganda. Sie wollten durch Hilfen Solidaritätsgedanken an der Bevölkerung verbreiten, also Menschen, die vielleicht dann nicht politisch überzeugt waren, auf der Seite sein. Natürlich war von den Hilfen dann aber just Member von der sogenannten Volksgemeinschaft, die konnten davon profitieren. Der Tisch von den Heu verschwätzt, muss ich noch mal gucken, wen hast du davon ausgeschlossen. Der Tisch hat Volksrückgrat, die mehr Auto stehen, also wirklich einen Hintergrund zu helfen, mehr statt Bevölkerung zu splicken. Also Wohlfahrt ist etwas wie Assistance publique oder Assistance für Leute, die an Not sind, das sind die für Wohlfahrt an den Drohnen, der Gesundheitsschutz natürlich auch. Man kann es vielleicht diskutieren, dass der Umgang für die Bevölkerung oder die Gesellschaft eigentlich zu splicken oder anzunehmen, an die Engen, an die anderen. Wie wird dann von den Leistungen von der NS-Volkswohlfahrt ausgeschlossen? Die wird ja nicht nur mit Member gehabt, wenn ich das richtig verstehe, ganz viel. Aber die hat ja auch ein Service geboten. Natürlich, was wäre der Service ganz konkret, die dann als Frau der Leute zu Schöfflingen, das wird mit Schöfflingen beschäftigt, was wird die Leute gehen, wo wird sie dann aber effektiv gesplickt oder wie ihr das da gemerkt? Also relativ sehr nur der Besatzung von Lützwig, denn das war noch als Lützwig schon den Jahr abgeholt. Da geht es hauptsächlich auf Schöfflingen, sind 4 Hilfswerker, die sich dann zu Schiffen noch näher gelassen haben. Ein Kantonterhilfswerk. Das war ein größer Wanderspendenaktion, wo dann Member von Haus zu Haus gegangen sind, die dann Spenden zu sammeln. Oder die Tilstelle Mutter und Kind ganz konkret sind Mammen unterstützt geben, Mammen, die
und politisch Weltbild von den Nazi angepasst haben, von der Schwangerschaft bis zur Geburt, wo sie dann Unterstützung von Puppeln, also Bettler bis Pampers ganz breit kontaktiert. Du kommt aber natürlich nur just Fragen, die nicht ganz konkrete, nicht alle politischen Sichten hatten, die nicht für den Hirn so negativ aufgefallen sind oder die jüdische Frage natürlich nicht oder die an ihren keinen Beitrag zur Gesellschaft gelegt wurden von Personen, die schon lange keine Arbeit tun oder Bettler. Also ich denke selektiv verläuft und nicht da, wie wir Tod kennen und einer nur das, dass dann einfach von staatlichen oder von lokalen Autoritäten da den Hilfe zu gut wird. Das ist natürlich eine andere Perspektive, weil dann das VW und die anderen Organisationen auch alles Organisationen werden, die mehr oder minder eng mit der Partei selber, mit der NSDAP verbunden werden, respektive ein Teil, integrativen Teil von der NSDAP werden. Natürlich Politik, wie es ist, immer eine ganz wichtige Rolle gespielt. Da klingt doch einfach mal ganz positiv, wenn ihr seht, ich bin Member von der NSV und ich kriege unter Nutzen noch etwas zurück. Also ich kann auch Batschen die Leute zur Verfügung stellen und das unterstützen, Mammen unterstützen. Das ist echt etwas, was positiv ist. Mit der Selektiv weiß natürlich, dass das schon in eine ganz bestimmte Richtung gehen muss, um da eben der Nazi-Volksgemeinschaft für das zu entrepreneuren oder das auf jeden Fall NS-Sicht zu fördern. Lies bei den Organisationen, wie jetzt hier mit den Members zahlen, die Service offeriert, für die Leute zu wackeln oder für soziale Selektivität zu holen, also die zu uns gehören zu unterstützen und die nicht dazu gehören, an der NS-Ideologie dann eben auszuschließen, wie wäre das bei Dingen? Ja, also Diana Naschmi hat ja eigentlich zwei Organisationen in der Sicht zum einen dann als Frauenschaft und Deutsches Frauenwerk. Und das sind also so verschiedene Organisationen, die ich dann als Frauenschaft, also echt eine Elite-Organisation, die konnte just eine große Frauenmember geben, die schon 2,5 Jahre für drunter eine andere NS-Organisation Member waren. Und dann als Frauenschaft wird eigentlich Deutsches Frauenwerk enkadriert. Und da kann man so Sammelbacken, wo dann eben Fragen von den gleichgeschlechtlichen Frauenassoziationen eben Member waren. Und die zwei Verbände zusammen hatten in Deutschland ca. 6 Millionen Member. Zu Lützeburg sind es relativ schwierig. Also man gibt für dann als Frauenschaft maximal 20.000 Member, also für Deutsches Frauenwerk 17.000, manchmal 43. Das Problem ist aber, dass an der Qualen gar kein Unterschied gemacht wird zwischen NS Frauenschaft und Deutsches Frauenwerk. Das ist wirklich eine Vermischung. Sowohl an den Zeitungsartikeln, wo ich nicht weiß, für wer schwatzen sie eigentlich, wie auch an den Rapporten selber von einzelnen Ortsgruppen, Berichte und so, wo die Leute selber darüber schreiben und die zwei eigentlich quasi wie Synonyme benutzen, sodass es ganz schwierig ist, zu sagen, was bezieht sich die Quellen eigentlich. Wo ich so ein deutsches Frauenwerk kann es schon stimmen, du kannst den Heischrechnungen machen, wenn einer zu Ende will. Ich kann so, okay, das könnte hin. Mit deiner Frauenschaft fand ich das echt, also froh, dass du nicht einfach Deutsches Frauenwerk bei Moderat geraschen konnte. Trotzdem eine Beantwortung von Membern, also bei Fliegerkorps, du als Verglachhöhle, pro 100, da werden ja sicher über 1000 bleiben, da sind wir dabei, ich schätze zwischen 10.000 und 15.000, dann ist Frau als die meisten Membern, wie wäre das bei Dingen, Organisation, die du viel gestört hast? Also das selbst was verbessert, die Zahlen. Beim NS Kreiskriegerbund, also vom eigentlich den älteste von den Vereinen, bestehen ja schon am 19. Jahrhundert als Küffhäuserbund gegründet gehen, rundherum den Küffhäuser-Denkmal, also vom Dachverband von den deutschen Soldaten und Veteranenverband. Ob schon, also am Juli 1941 zu Lützeburg als ein Abkommen, und dann durch zwei Reichsdeutsche, den Josef Kleesattel und den Peter Anhäuser, ehemalige Soldaten, die was der Friedensmilitär den Schmattgemeinde noch am Ersten Weltkrieg gedenkt haben.
an echt Kameradschaften zu Lützeburg aufgebaut wird. Das ist auch nicht mehr von der Phase, eigentlich von der wirklich aufhängischer Phase, wo so aufgebaut wird, wo eigentlich über Presse bekannt sind, der Tisch so 520 Member sind mindestens bekannt von den Avalokub. Zu Schöffling selber waren schon rein 40 Member bis 1944 an der entsprechenden Kameradschafft gemeldet. Also das war etwas wie so ancien combattant. Genau, das war wirklich ancien combattant, die gesammelt wurden, aber auch als einen militaristischen sind sie waren dafür die Verteidigung von der heimischen Front eigentlich. Das bedeutet man ganz einfach, wenn nur du Mann ist, dingen sie als Reserve für die Wehrmacht. Dafür dürfen wir entsprechend Chaseübungen gemacht, dass auch die Soldaten noch ein bisschen fit bleiben. Es gouf auch alles gemacht für die Kameradschaft zu fördern, zum Beispiel den Kontakt zwischen den ehemaligen Soldaten und den aktuellen Soldaten, vor allem an den Lazaretten, gouf auch aufgebaut an, wo sie eine ganz wichtige Rolle auch gespielt haben. Das war bei der Bespitzelung von ihren Wandmenschen. Da tun sie so bezeichnet als Ukriegkampf. Das war relativ anstrengend, für überhaupt die Aufkehr zum Rest von der unsichtbaren Krieg. An dem unsichtbaren Krieg, also nicht mehr am anderen oder ums Gange, wenn die Leute hört, die bemol Informationen, die von der BBC kommen, sind bemol Informationen ein bisschen mehr, die auch komplett konträr sind von den aktuellen Nachrichten von den Nationalsozialisten, dass in der den Dorfgruppenleitung weitergeht, respektiv auch der Kampf gegen Juden, gegen Freimaurertum, die als die großen Gegner angesehen als große Rassegegner, aber auch gegen den Widerstand. Der Tischstab so gemerkt, dann auch an den entsprechenden Versammlungen kriegen die Leute dann auch Merkblätter ausgedeelt, wo sie da genau so kriegen, okay, wenn du so in der wirst, dann musst du, gehst am besten bei den Ortsgruppenleiter, du siehst dann und dann und dann. Also schon ein klarer Unterschied zwischen den Assoziationen, vor allem von unseren Kombattanten, wie jetzt für Trugov. Ich kann zuerst davon ausgehen, dass das überhaupt das Deutscher Wert gewesen ist, den Reichskriegerbund, oder wenn auch Lützeburger dran, weil ich probiere bis erst mal den Unterschied zwischen der NSV, die der Steve behandelt wird, oder der Frauenschaft, dass sie ja trotzdem beeindruckend zu, und ich weiß von den Klänger, zu wahrscheinlich habe es Deutschen. Genau, das hat das Reichsdeutsche, die du drauf waren, die eben wie gesagt auf deutscher Seite am Ersten Weltkrieg oder gesagt am Friedensmilitärdienst waren natürlich an der Zeit für den Ersten Weltkrieg schon Militärdienst gelegt und natürlich waren auch Lützeburger dabei, respektive wo an den Quellen als Lützeburger Geltung war nicht immer eindeutig zu klären, als ob sie also deutschstämmig waren oder nicht, das dann immer ein bisschen kompliziert. Also in deutsche Lützburg werden das natürlich als ancien Kombattant an die NS-Organisation dann gefunden hat. Genau. Ich komme nachher zurück auf ja, das ist gut, kannst du so, kannst du andere vorstellen, die mit uns stellen. Okay, stopp. Da hast du auch gesagt, dass es relativ viel Member sind dann als Frauenschaft und deutsches Frauenwerk. Da erklärt sich auch zum Teil, weil am Juni 41 vom Nazi-Beschluss, weil eben hier wahrscheinlich als Hypothese, weil nicht genug Frauen in der deutschen Frauenwahl waren, haben sie dezidiert, dass alle Frauen, die am VDB sind, automatisch auch gehen vom deutschen Frauenwerk, oder vice versa. Und du gesagt hast auch noch bei den 12 Hürz einen lustig Oma. Die Speziellen die muss man also wirklich ganz physisch gesehen kann eben aufschätzen, wie viel Prozent von denen da einfach automatisch, natürlich zwangsweise an die Frauenorganisation kommen, sind das da irgendwie. Du musst sie nach mehr Detail nachgucken, da können wir so nicht so. Und was ich vielleicht auch kurz dazu nicht, also eben der Aufgabe von der NS-Frauenschaft auf dem deutschen Frauenwahl ganz klar die politische, ideologische Indoktrination und Kontrolle von der Frau war, sie sollten eben zu 3 Nationalsozialistinnen Hausfrauen am Mama zugeben. Das ist so konkret Service wie der NSV oder so, wir gehen dann Schule, wir machen, wir basteln Fliegen, wir machen Kameran, das ist so pädagogisch offensichtlich. Wie wäre das bei der NSV? Sie hat auch also verschiedene Abteilungen, zum Beispiel Abteilung Mutterdienst oder Abteilung, wie haben sie es genannt, Hauswirtschaft und so. Natürlich würde ich so richtig Kuren anbieten, wie Lehnen in den Haushalt an der Zeit von Krieg, an Mangelwirtschaft. Sie hatten zum Beispiel zu Schöffling seine Küchen aufgebaut, wo sie dann noch Kochkuren haben.
so ähnliches angeboten haben, auch nicht nur für Membern von den Organisationen, mit die freie auch waren, die Chöre. Und sie natürlich auch Ofen da organisiert, Konferenzen und alles. Es hat zum Beispiel den Vortrag Deutsche Kinder, deutsche Namen, wo unter Gang ist der Lützebäuer, den Amerikaner so im Deutschen irgendwie. Und sie noch zum Teil gemeinsam Sachen mit der NSV gemacht. Und du gehst schon Überschneidungen noch mit der Hilfswerken zusammen gemacht. Zum Beispiel. Das ist für die Leute zu mobilisieren, zu organisieren. Genau, an den ersten Leben können die dann noch vielleicht meinen, dass die Gebäude vielleicht apolitisch sind oder krachen und so. Und dann, wenn ihr dann aber im Detail geht, dann merkt ihr schon, dass das auch rassenideologisch gekriegt sind. Das Kachen, Kammererziehung, ist das dann nicht einfach unpolitisch gewesen in der Zeit? Wie das da ist? Wie muss man das auch schätzen? Ja, also ich meine, das war schon alles politisch also war schon eine Indoktrination weil die Sache war dann oft mit Vierträge verbunden und das heißt, war selten einfach nur just kochen. Ja, wie war das bei dem Ende? Du hast Mikro schon gehabt, du hast gesehen, dass ich geguckt habe. Ich wollte noch beifügen, beim NSFK ist die interessante Situation, dass sie theoretisch keine Gliederung von der NSDAP ist. Der NSFK ist das Reichsluftfahrtministerium oder dem Hermann Göring in der Stadt, also eine staatliche Institution. Das war auch von Ufer Munde so geplant, dass das so sind. Den Hermann Göring und auch die Leute, die dort Führung hatten, haben probiert, die Organisation mit der NSDAP und der Gliederung gleichzustellen, weil das schnell abkommt, ein NSFK, wo kein Parteimember der mitmachen per Gesetz hier, schließt extrem viele Leute aus, die an der NSA sind, aber auch gerne Flyer oder gerne Piloten sind, und die können dort mitmachen. Also durfte dann de facto gesagt, okay, wir schließen die Arbeit irgendwie mal dran, dass die Arbeit gleichwertig zu behandeln sind. Die ganze Struktur von der NSFK ist kopiert von der NSA. Lumkrieg wird aber dann Dokumentation benutzt. Ja, wir sind aber kein NSDAP-Gliederung. Wir sind keine Ideologie, kein Gleich. Dass den NSFK, nationalsozialistischer Fliegerkorps, herrscht, als die Ideologie direkt mal zu werden. Eindeutige Stempel, ja. Die offizielle Nummern, aber das ist schon klar, dass wir in Richtung auf jeden Fall, weil der NSFK überall mal dabei war. All Machschule Partei-Event war der NSFK mit einer Gruppe dabei, für die Propaganda zu machen. Die hatten mit Uniform waren die dabei, die waren bei den Kreistagen dabei, die waren bei den Chase-Übungen und anderen Sachen dabei, so dass auch den Gauleiter so kann, wo der NSFK offiziell zu Lützburg gegründet wurde, neue Gliederung der Partei. Obwohl aber theoretisch die Jury nicht ist, aber de facto ist aber der NSFK integraler Bestandteil von dem NS-System, weil du musst dich auch vorstellen, eine Organisation, die staatlich ist nicht von dem NS-System komplett überholt ging und gelebt ging sozusagen. Also gesagt ja schön, dass die Grenzen so verwischen zwischen einer Assoziation, wo du ein Verein hast von ehemaligen deutschen Soldaten in diesem Fall, dann eine Organisation, die Volkswohlfahrt, die von Assistance publique kümmert, hat ja einfach eine staatliche oder öffentliche Auftrag auf der Partei. Da sind wir sagen, eine NS-Organisation, die nicht zur Partei geht, aber sich ganz klar aus, die dann so im Bildungsbereich probiert ranzukommen und dann Frauenschaft, die auch probiert, ja, Sachen zu machen, wie Kuren, ist das politisch, ist das nicht politisch. Also ich meine, das ist klar, dass in der Zeit natürlich alles irgendwo politisch werden. Also interessant ist auch die NIM, wie sie hier schön, ne? Also NS-Volkswohlfahrt, Reichskriegerbund, also klingt immer alles ganz korps, also immer ganz militaristisch auch. Und das ist klar, dann im Kontext von einer militarisierten Gesellschaft, respektive von Krieg natürlich auch irgendwo mit Krieg oder mit Rivalität oder mit Kampf zu dienen, das wird was so manchmal. Ich komme ein Konzept lesen, also ich fand das mit dem Vorwerk so immens spannend. Gufio 1940 auch schon Frauenorganisationen in ganz viele verschiedene Richtungen, Frauen, die am katholischen Milieu organisiert werden, die dann nicht
linke Spektrum sich organisiert und Guffi schon Vorhedler Formen, so die Tauten an einer Form nach weiter gibt oder die weiter bestehen. Wie hast du die Relation, dass das etwas ganz ernst und gibt eine Kontinuität von Fragen, die vielleicht eine Organisation sind 1940 und dann an der NS-Frauenorganisation, aber das ist ein Unterschied zwischen einer Organisation, die viel Krieg bestanden wird und der NS-Frauenorganisation. Also ich meine, das ist ganz klar, die Assoziation, die Führung Krieg zuletzt aktiv waren, die haben sich schon gesagt, für Frauenrechte und Emanzipation am Kader von der Zeit natürlich. Und in 1940, wo Lützeburg okkupiert sind die Assoziationen alle gut entweder abgelöst oder wirklich gleichgeschaltet gehen und sind eben an den deutschen Frauenwerk übergegangen. Und das hier schon von sie haben eigentlich auch, das war wie ein Klammer, keine so, und dann die Verband nicht richtig bestanden, also nicht mehr bestanden oder nicht mehr nach einer gleichgeschalteter Form. Am nun Krieg sind die Assoziationen aber relativ schnell sich auf Binnen gesetzt. Ich meine, das gesagt noch für eine Gewerkschaft oder so. Du hast du Stichwort Emanzipation von der Frauen, Frauenrechte geschwärzt. Das war zum Beispiel die Aktion Feminin, die war zu schriftlich tätig. Die haben wir nicht an Detail studiert. Ja, das ist so ein großer Unterschied zwischen den Organisationen und als Frauenschaft und Nazien sich auch für Emanzipation der Frauenrechte gesagt, das war von denen hier Frauenbild, was sie mit der Organisation vermitteln. Die Frau soll möglichst viel reinpassen, die wir natürlich Kanner produzieren an 3 Soldaten und Soldatinnen für das Reich gebären. Also zum Beispiel Mutterkreuz verdient für Frauen, die wenigstens 4 Kanner hatten, dann Kategorien, welches verkauft, für dann auch von zu unterstützen. Aber Frauen hatten an denen, also sie hatten an denen, sowohl an der Frauenschaft, wie auch am Frauenwerk hatten sie schon viel gemacht, also Kochgerinnen, was ich erzählt habe. Ja, auf der anderen Seite haben sie immer mannische Tier gesetzt, denn sie konnten eigentlich nicht wirklich, sie hatten eigentlich nichts zu sagen, das kann ich schon so sagen. Und plus muss ich auch so, dass all die anderen Organisationen oder die meisten auch immer eine Frauenabteilung hatten, wie der AFAT Frauenabend, dann als Volkshochrat hat einen Hilfsdienst Mutter-Kind. Auch der BDM von der Hinterjugend, das stimmt eigentlich, sie haben eine Monopolstellung innerhalb vom Dritten Reich. Das ist ganz klar getrennt durch Männer und Frauen, die maskuline Welt von den Nazien und die feminine Welt von den Nazien. Das ist etwas, was Kennzeichen, das für all die Organisationen, die durch Arbeitsfront beschreibt, wie wäre das Fliegerkorps oder wahrscheinlich überhaupt keine Frauen oder keine Frauen, weil im Kreiskriegerbund gibt es schon dasselbe, das geht bei der NSV, Steve. Bei der NSV global dran, nur für Schöpflinge zum Beispiel konkret hat und 52 Personen von den NSV waren, das Ballhalle voll verschränkt von 30 Männer, 23 Frauen. Und das ist die werden dann hauptsächlich bei Hilfsstellen, Mutter-Kind, tief. Ob wir da Anträge kommen, sind auch helfen, das sind die von der Frauen dann in der Regel bewährt gehen. Und dann, aber dann noch eine männliche Person weitergeschickt, die dann im Endeffekt ja, aufgelegt wird. Oder so interessant wie du die Strukturen von den Organisationen werden. Da kann man vielleicht direkt zurückkommen. Du hast vielleicht auch eine Frage am Reichskriegerbund fand. Ja, als Kriegerbund selber waren keine Frauen mit Frauen, waren aber wegen einer gewissen Hinsicht toleriert, so mit Blumen so. Der wirklich militarisierte Verein, war dann so, dass die ganz Pflege von den Soldaten, die an Lazaretto in der anderen Durchschnitte von der Wirtschaft vom BDM, respektive vom Bund Deutscher Medien, an auch von der NS-Frauenschaft gedroht. Der Tischwand, den Reichskriegerbund, Visiten organisiert wird, dann noch die Rencontre zwischen den Veteranen und den aktiven Soldaten, die dann auf Genesungsurlaub waren zu Lützeburg oder eben an der Lazaretterlungen. Wir haben mit der NSF zusammengeschaut und ich habe eine
NS-Frauenschaftsleiterin du am Kap, die dann noch gesagt hat, das ist spezifisch auch die Aufgabe von der Frau, dass es den Männern gut geht, dass die auch Genesung haben. Ich tue so ganz konservativ Frau, ja, von heute Menschen mehr so wie schreiben. Ich gebe mir jetzt kommen, ob so die Membres, also NSV perturbiert mir aber so viele Membres waren, mehr Leute, die überzeugt werden, Prozentsatz von Leuten, die freiwillig zurückgegangen sind. Was wäre dann Motivation für an ein NSV zu gehen, bei der Lützburg, zu Schöffling beispielsweise oder insgesamt? Also bei der deutschen Arbeitsbund vielleicht, da wäre es so, dass Leute oft an Betriebe d'Office an den deutschen Arbeitsbund angedroht, die sind und löschen und der Rest einfach machen, weil du es einfach wissen nicht bei Beitrag bezahlen. NSV wird aber schon ein bisschen anders. Also Zölle sind hauptsächlich nur den Streik am August, September 2042 mit Flutgeschoss für Traversalemi ausgesehen. Und mir hat viel geschaut, dass Sachen aus unpolitisch vielleicht Gönnen und dann als Frau wird echt über eine monopolitische Organisation gegangen. Der Tisch war sich vielleicht ein bisschen aufsichern, so ein Schlummel, dann hat sie vielleicht nicht der Partei beigetragen, weißt du, nicht in einer Partei dran, wie das die für mich am unproblematischsten ist. An Deutschland ist das auch ähnlich. Ich meine, auch dort die drittgrößte Organisation. Und das sind auch wirklich Leute, die am Anfang nicht machen. Nationalsozialismus aufhängen können, sind dann wohl alle mäßig so nicht der Organisation beigetragen. Also ein bisschen ernst wie in der VDB, wo ja ganz großen politischen Druck war, also die Funktionäre, wo ja müssen dran gehen, weil sie so skizziert können, den Platz zu verlieren, Lehrpersonal etc. Das ist manchmal allgemein bekannt, dass der NSV ist dann echt so eine andere Motivation für daran zu gehen. Wo ihr etwas rauskommt, wen die Leute waren, die sich an so einer Organisation engagiert haben. Ich meine, wir können überschwätzen, die Member, die da gegangen ist, für irgendwie keine Probleme zu kriegen, also in Deutschland wie als Lützburg und der VDB und natürlich die von der ersten Stunde dabei waren, die Leute, die dann da forciert wurden, also bei den kleinen, scheint etwas Elitäres gewesen zu sein. Was wäre dann Motivation oder was Leute sind in die Organisation gegangen? Die hat ja schon doch mit Biografie beschäftigt. Ich habe schon so viele Leute zu Schöffling-Fond, du hast oder 50-Fond, du hast auch ein Aber-12-Fond. Schöffling hat immer wie viel Abonnenten? Die 10.000? 5.000. Dann hast du die größte Gemeinde für das. Also für den, wo ich fertig eng von großen Gemengen habe, eine große Stadt im ersten Moment. Die hat ja da aber über Biografien wahrscheinlich recherchiert, wie die Organisation funktioniert und wie drauf war. Was wären dort Motivationen für dran zu gehen? Oder wie wären die Leute, die drauf waren? Oder durch wie etwas rauskommt? Ich kann dann als Frauenschaft vier Biografien bis mir im Detail analysiert. Die sind natürlich noch nicht repräsentativ. Aber sie waren aber schon interessant, weil es waren zwei Stamm-Blitzbäuerinnen und ein Deutsch, die Lützburger Nationalität gut durch besteht ist, und eben ein Deutsch. So, was hier Gemeinsamkeiten waren, von hier Familienmembern, und zwar der Mann oder das Wort Pap an der NSDAP waren. Das heißt, du hast wirklich Familienumfeld eine wichtige Rolle gespielt, für was sie halt auch an die Organisationen hergegangen sind. Sie waren noch alle nicht so eine enge Organisation wie pur. Sie hat NS-Frauenschaft oder NSV oder BDM oder wirklich pur. Und die waren doch drei, die selber Member der NSDAP waren. Und der Tisch, die war schon, die FAK war wirklich ideologisch überzeugt. Das gesagt ja noch an den Verhörer. Ich denke, dass natürlich war noch ein ganz anderer Panoplie, also es gibt eine vielfältige Panoplie von Motivationsgründen für die ranzugehen. Sie hat für Gabelschaftsverlehrer besonders, weil eben dann die Normen der VDB gleichzeitig dann durch das Frauenwerk sind. Also die reinen Memberszone sind nicht die Aktivität, die tatsächlich Schmack gemacht wird oder auch gut nicht die Aktivation, aber da eben ganz konkrete Fälle von Dossier. Es war auch interessant für die Schöpfung, da sind also durch das Frauenschaftsleiterin von einer Frauenschaft war eine Lützburgerin. Das war nicht, weil das immer oft an der Möglichkeit gesagt ging, ja, das waren die deutschen Frauen, die Lützburger Männer und die Organisation, die verfeiert wird, mit der Lützburgerin, die einfach deutsch abgestellt waren, die von der NS-Ideologie überzeugt waren. Wie war das bei den Sportsflieger, Amateuren oder wie sie so, Fliegerkorps? Ja, also
wen Flyer wollt, wenn sie ein Hobby no wollt, den müsst beitreten, sonst konnten nicht flyen. Das war schon 4 September 1939, wo der Krieg anfängt zu Polen, geht durch Beschluss schon direkt verboten zu flyen. Da fließen das sind Leute, die schon bald EU darauf warten, für endlich schon flyen zu können, Membern von den Vereinen gehen auf verfocht, weil Ostproferneisch sind auf am Lehrgang, sodass sobald die Idee abkönnt, alle Vereine abzulesen und einer Einzelorganisation zu vereinigen, das Interesse durchaus von denen, die endlich schon pflegen wollen, schon ihrem Hobby-Logo wollen, natürlich groß ist. Sodass auch ganz viele große Persönlichkeiten am November feiert sich dann auch beitreten, von den Schäden beizutreten, der NSFK oder den Viergängerorganisationen im Deutschen Luftsportverband beizutreten, so Leute wie den Ascher Jean Moya, den großen Pilot und noch eine Flugschule heute hat, den Lou Hammer, den großen Star war, den selbstständiger Pilot war, und den hat kein Schwab von hier wollte weiter so gewonnen, dann müsste den da beitreten für weiter zu fliehen, für weiter seine Familie zu ernähren zu können. Und dann haben wir da immer mehr größtenteils Leute, die überzeugt sind vom Flehen, die davon flehen wollen. Wir haben aber auch da eine Reihe von überzeugten Fanatiker, die in Deutschland leben, den Buch vom Ortsgruppleiter für Schöfflinger sehen, den ganz fanatisch ist. Sein Cousin ist auch den dabei ist, den positiv angestellt ist, den das gesagt hat. Auch die Stimmung nur der Gründung sieht aber ziemlich positiv aus bei den Leuten, die du mitmachen, weil für die aus der größten Drama in Erfüllung geht, endlich kann man flehen und endlich geht es eine ethische Organisation, die endlich das Budget hat, für das Flehen groß rauszubringen, für so viele Leute wie möglich mit Flehen zu überzeugen. Und da hat ja noch viele Lützebäuer große Persönlichkeiten, die mitmachen und die dann im Laufe der Zeit gesehen, oh, das ist aber weitaus mehr NS-ideologisch veranlagt und viel militärisch veranlagt, wie ich naiv gedurcht hat. Du willst aber schnell raus oder sie bleiben bis zum Schluss weiter dran, weil sie sich auch hoffen, dass sie so aber an seinen Deal haben. Und du seid ja noch intern verschiedene Machtkämpfe, dass mehr fanatische Leute sich darüber aufregen, dass Lozach war, den Truppführer von Esch, war ein fanatischer Anhänger vom Nationalsozialismus und den hat sich aufgeregt, dass den Jean Moya, den Sturmführer von Esch war, also der für den ganzen Krieg Esch zuständig war. Lauter alle Führer, dass den einfach zu soft war, dass den nicht genug so stich gesagt hat, nicht genug nationalsozialistisch angestellt war und dass den Virus die ganze Arbeit müsste machen und hier am Anfang de facto schon seit 2 Jahren der Chef ist. Aber gibt den Moja als Symbol überall vier Gebrüche und hier will endlich gerne offizieller Land gehen als Chef an ihre Landschaft. Also der Räuferei wie alle Assoziationen und Konkurrenzkämpfe, die natürlich Nazi bewusstmänglisch gefördert haben oder davon natürlich profitiert und für nur durchzusetzen. Also pur das Wort Führer gefallen, dass geschwarte Männer waren, unterstützende Frauen zum Beispiel gesucht, was sie sollten machen oder Decisionen, die sich von Männern gehen. Wie wäre da so grundsätzlich so eine Organisationsstruktur bei den Nationalsozialisten? Wie ist das organisiert? Gibt es eine Organisation? Wie ist die Organisation? Kann vielleicht Ihnen etwas dazu, wie das anders wie eine Assoziation oder eine Organisation oder ein Verein 44 oder nur 44 oder Mensch wesentlich Unterschiede. Man als Krieger und selber schwätzen, das ist auch von den ähnlichen die NS-Organisation, die 43 schon abgelesen sind. Da war nur der Niederlage bei der 6. Armee bei Stalingrad zu einer Vereinfachung von der Administration. Und dadurch gibt dann der Reichskriegerbund das Offer davon ergehen, und da sind die über regionale Strukturen abgelesen. Wir haben einen Reichskriegerführer, der stehen auf Reichsniveau im Deutschen Reich, der Chef vom Reichskriegerbund aus. Und da drinnen geht dann
die Abteilung vom Reich an die Insel Gauer Administration, also Insel Verwaltungsdistrikte eigentlich. Du hast dann noch Gauführer, Gaukrieger führen, das geht dann hoch bis an die Insel Komorotschaften. Weil du für Schöpflinge ein bisschen du spezifischer, also ein bisschen wie speziell, den der Kreisführer, also der Tisch für Lützeburg selber, auch eine Spezifität. Der Tisch Lützeburg war abgedeelt an ein paar Kreise. Der Reichskriegerbund hat also abgedeelt an 2 Kreisverbände. Der Tisch Esch Grevemacher, an Lützeburg Dickrich. Und zu Schöpfling sitzt dann auch nach der Kreiskriegerführer gerade. Der Tisch der Chef war von dem Kreis, war auch sitzt gerade zu Schöpfling. Und das war von der Organisationsstruktur vom NS-Reichskriegerbund, der Tisch von einer Reichsebene aus der Gauebene übergegangen, von der Gau auf Kreisebene auf Kreis bei der Insel Komorotschaften. Wie war das bei der NSV? Die Organisation? Also von ganz Urwe bis... Genau, vom Kreis, dann nach Oberortsgruppe, Kreis bis Block an wirklich dann Inselstraße Blick. Ja, also wirklich ein geografisch bis an eine Straße an, die Organisation gefordert wird, mit Leuten, die responsabel werden, dass da wirklich so eine große Präsenz von der NSV war, wahrscheinlich mehr groß wie die vom Reichskriegerbund, weil zölemäßig ja wahrscheinlich das ganz ernst wären, ob die Innerorganisationen bis auf das lokale Niveau viel mehr visibel wären. Durch Blick sollte ich bis an die Haushalte Ruhe gehen. Wie bei den Frauenorganisationen selber, so großen Personalbestand hatten, kommt sich auch so an der Breite oder an Dave, wie du guckst. Ja, das war auch genau das, dass es war Lützburg, das ja auch Museland integriert. Das heißt, Lützburg war ein Schrimpf vom Freundschaftsleiterin für das ganze Museland, also Koblenz, Trier und Museland. Die war dann eigentlich Staffel und das ist dann eben ein Hofgang an Kreise. Wir hatten noch vorher Kreisfreundschaftsleiterin und dann ist das auch immer von weitergegangen, diese Hof am Glückezahlen. Ähnlich Hierarchie. Die Organisation noch ein bisschen Blick auf Dauer. Du hast gesagt, 3 Jahre da ist Kriegerbund aus praktischen, organisationellen oder aus politischen Ursachen mit Krieg schlecht von was den noch vielleicht nicht mehr so gebraucht geben. Wie lange haben die Organisationen, mit denen ihr euch beschäftigt habt, anders die von Alice, wie lange haben die existiert oder was mit denen geschieht, wie das Land bis befreit ging ist? André, pardon. Den NSFK ist bis zum August 1944 anscheinend noch weitergeflogen. Also auch an Deutschland ist bis zum Schluss vom Krieg weitergeflogen, die war nicht wie wir, für die dann noch an letzter Minute Piloten auszubilden, für die dann noch zu nutzen. Eine Zeitung wird am Anfang August noch geschrieben, ja, wann schläft als Schüler sich zuerst Aerodrom versammeln, weil sie Prüfungen. Da Fläche die aus bis zum Schluss weiter bestanden. Nun Krieg ging das Material, das übergeschrieben ist, geht dann in einer gewissen Zeit konfiskiert von verschiedenen Vereinen, die sich dann neu abstellen und die weiterfliehen mit Material, das übergeschrieben ist von der NSFK. Das Tagkreuz aufgeholt von der Segelflieger. Wahrscheinlich schon, ja. Sie haben auch theoretisch schon Erfahrung gehabt und verschiedene Vereine hatten schon 4 Krieg Deutsch Fliegerinnen überholen und hatten die dann als Sammelprojekt sozusagen, wo sie ganz Teams zu Schöpfling waren und dann Aeroclub de la Vallée de Kiel, der deutsche Flieger abgekauft hatten und wo sich dann ganz Team sozusagen darum gekümmert hat, denen die Chance zu haben, um mit denen zu fliehen. Weil relativ teuren Sport, aber nicht Sport mehr. Du willst auf das begrenzt, dass das Summe gesagt wird und so viel Suchen an Unterstützung zu starten. So interessantes Material, aber natürlich aus der Lüde also einfach Firo benutzt wird oder Rüm benutzt wird, wie wäre das mit der NSV, wo das mit der geschieht, bis am September 44 Amerikaner kommen, ja, also, dass du mit der Organisation geschieht wird, auch noch Material Firo benutzt oder. Und das ist eine Konzern, also bis Juli, August, der NSV, die auch Kinderland an Verschickungen organisiert hat, die sind noch so lange gelaufen.
Und letztlich gefreut, dass der SV, wie sie alle letztlich kommen, hatten sie all die Wohlfahrts aufgelesen, zwar Menschen von denen angezündet. Und ich kann ehrlich gesagt nicht so, wie die Suchen nur, was man denen geschieht, also ob die Verbände so verdient sind und das war noch da war. Zum Schluss leider, aber keine Ahnung. Die Organisation als solch wird ja dann nicht mehr bestanden. Die das abgelesen sind, genau. Und dann, ja. NS-Frauen-Organisation. Ja, ähnlich. Also, warum sie so dann als Frauenschaft hat am Anfang 42 bisschen hier, also hier ein Höchstpunkt, an dem sind dann, also, oder wo du richtig angefangen hast, Lützeburg, weil eben die Bewerbungsfrist für irgendwann ein halbes Jahr an eine andere Organisation war, die ich am Sommer 42 die echt Lützburgerin und dann als Frauenschaft abgeholt gehen. Oder wenn es mal offiziell, weil das auch ganz klar, wie die nicht viel tun, aber es sind aktiv waren. Alle Aktivitäten von den weiter bis Sommer 42, also 44. Und dann natürlich schon Deutschland fortgehen, dann bricht das ganz zusammen. Werde schon wie eine Kontinuität von Personen, die an der Organisation tätig waren. Also ich meine nur nicht die Frau, die drangegangen ist, weil sie verfehlt ging und also automatisch in der engen an die andere Organisation abgeschrieben. Es gibt da Kontinuität. Dann steht ein bisschen so raus, dass du beim Fliegersport ja eine gewisse Kontinuität von Material, aber schon auch von den Leuten aus, die für Krieg aktiv werden, während der Nazi-Zeit aktiv waren, auch dort und dann am Fliegersport wahrscheinlich bleiben. Die Namen, die du genannt hast, die sind ja ganz bekannt. Da haben wir so mal eine Ikone vom Fliegersport, die hat ja nicht von der Fehljob gehabt oder Fehljob gehabt. Wie ist das bei der NS? Ich habe das nicht so am Detail analysiert, dass ich definitiv Antwort darauf geben. Par contre, natürlich all die militärenden Funktionen an der NS-Freundschaft hatte, die sind zum Teil natürlich urteilt gehen. Also zum Beispiel durch Freundschaftsleiterin zu Schiffling, die ist zu 4 Jahren Haft verurteilt gehen. In Deutsch oder in Das hat also das Finale noch halt also sie hat 3 Schifflinger Jungen denunziert, die wollten fortlaufen. Also die nicht nach Wehrmacht gehen. An der Tisch, die war Prison und nur jetzt auch sie noch hier Biergerastelle. Die Tisch stand von denen kann ja keine Kontinuität gewirrscht sind. Von denen die Männer aktive Männer dann kann schon nicht so. Das ist am Anfang von der Recherche. Jérôme, oder was du kurz enchaîner, Steve? Also von das, die ich geguckt habe, von der Person der NSV, du siehst Personen, die sich verurteilt gehen, aber dann nicht, weil es Bomber von der NSV war, das war am Anfang ein starkes Thema. Ich meine, die suchen um Kriegerisch, also eine politische Organisation, wie sie gehen. Sie gehen dann dafür Interesse, öffentliches Interesse, das ist natürlich dann relativ sehr verloren gegangen, aber was man erklärt hat, von bis dir ist gefallen, ein bisschen um das zu beschäftigen, von der Richtigkeit, das interessiert hat. Aber wenn man nur guckt, was der Reichskriegerbund geht, du hast schon gesagt, 43 Stoff am Anfang auf Kreisebene, das ganz hin abgelesen, aber die Kameradschaft selber, auf lokaler Ebene, die Vereine weiter bestanden. Die Aktivitäten gehen aber deutlich hoch, nachdem es natürlich dann die 2 Fähren gehabt, den Peter Anhäuser und den Gläser andere Funktionen zugewiesen und den Anhäuser beispielsweise die Ortsgruppenleiter für Schöffling an der Sendung Matt und Demonstrationen beteiligt, und aber auch Umsiedlungen von bald 15 Familien beteiligt. Also den hat nur andere Funktionen gekriegt, die Leute an der Kameradschaft goffen aber nicht einfach so wibbele gelos, okay, der existiert nur nach mehr, sie goffen aber dann noch enkadriert und das unter anderem von anderen Vereinen, wie beispielsweise oder von der Partei selber wie der NSDAP, für sie dann auch zu präparieren und eine zukünftige Aufgabe, das war, wann die Heimatfront eben, wann Front Minoriken, das am sogenannten Volkssturm sollen denken, natürlich so ein bisschen als Last offensiv gegen den Runde und den Amerikaner. Weil zum Schluss Herr Martin geschieht, dass die meisten Familien sind verhaftet gehen, den Anhäuser aus Herr an Reich geflüchtet und also nie mehr zurückkommen. Da existiert ein Prozessdossier gegen den aber okay, nie zu einem Prozess gefordert, weil sie ihn gefunden hatten. Die Mehlstoffen aber wenigstens anderen Deleen verurteilt, unter anderem Freiwilligmeldung und Wehrdienst oder eben weil sie auch noch Morde an anderen anderen Organisationen, zum Beispiel der Sturmabteilung oder eben wegen Denunziationen, dass sie dadurch verurteilt werden.
Reichskriegerbund selber war, wie du den Steve schon gesagt hast, überhaupt nicht relevant. An 2 Prozesse geht knapp so nimmt, die war der Member, an dem wirklich dann ein bisschen drangsaliert, an seiner Uniform, aber das war dann nicht als strafrelevant angesehen. Die Organisation ja auch irgendwie ein bisschen austauschen, schon sind das militaristisch, das propagandistisch, aber auch so ein Netzwerk sind von den also der enge Organisation, auch noch eine andere Frage, also eine Frauenorganisation wird dann eben dem noch wie wichtige Funktion ist, dann in anderen zu bestimmen, mit ein gemeinsames Element, was ich so ausgehe, wenn man da die Kontrolle immer kontrolliert, was den mischt, kontrolliert den anderen, gibt von dem nächsten ausspioniert oder wird gelauscht wird, oder Dinge organisiert wird. Wenn du als Kriegerbund der Fall war, die Sozialkontrolle, das Ausspionieren, also ein Element von der Nazi-Diktatur, und da Mensch ganz gut in den Organisationen, die dir beschrieben wird. Vielleicht ein Lastfroh dazu, gibt irgendwie Widerstand gegen die Organisationen. Also könnte man ganz viel zu Lützburg von Resistenzgeschwappen geschafft und Resistenzmusee göttet. Also wir wissen ja, dass Leute sich gewehrt tun oder Leute refusiert tun, zu machen. Das ist irgendwie eine spezielle Form von Leuten gesucht und ich refusiere, gerade an die dritten Organisationen zu kommen oder ich probieren irgendwie die Aktivitäten zu sabotieren oder so Gegenpropaganda zu machen. Wie ist das, wenn du etwas rauskommt und zum Beispiel? Beim das wirklich aktiv Resistenz gemerkt, die das wieder wie vom Reichskriegerbund und schon nicht raus und war aber interessant, als das präzise Kern, also Anfang sind 2 ganz spezifisch Kern dran bei dem Member vom Reichskriegerbund den das war ein Fall von Antisemitismus, der abgemerkt wird wo jüdisch Geschäfte nach dann Zögemerk das sind hat Geschäfte mit Sachen los oder wird Geschäfte Futti gehorn, während dem sind anderen aber bei sich gehindert war ein Member von der Kamerunschaft von Schöpfling, den aber von Bierchen war, den hat aus engem Grad Soldaten sitzen, weil kein Deserteur, mit waren amerikanische Piloten, die verstopft waren, die an der Grad verstopft, an den wir in den so kommen. Innerhalb von der Organisation gab es Leute, die haben komplett indoktriniert waren, die vielleicht auch in seinem anderen Grund waren. Oder vielleicht zum Schluss vom Krieg. Voilà. Zum Schluss von Amerikaner, wie gut ist. Bei der Frage, Organisationen ist. Nee, das konkrete Beispiel habe ich nicht von mir nicht systematisch analysiert. Wir sind vielleicht ja wohl die Insel Untergrundzeitschriften, vielleicht von der Alvarage, Chat, man nimmt auch seinen Buri und Löschen mit dem Alberwinat und Alvarage. Und okay, konkret Beispiel von, ich meine, sie nicht mehr dann als V-Hand, so gegen Propaganda gemacht. Aber echt nicht schon, mehr einfach. Also ich konkrete Fall ist von David Lister von Alvarage, die dann an ihrer Zeitung so den Tritt nicht bei oder Flyer verliert und final mit den Agenten in den Hittenwerken verdient, das nicht beitritt wird. Aber ist das Gegenpropaganda von der Organisationen, die an der Illegalität, oder sie an die illegale Zeitung gewährt, die dann abgerufen, für sich nicht Member zu gehen. Beim NSFK haben wir auf einer Seite interne Widerstand von Personen, die Member sind. Das ist ein Fall von Fred Walter, den Führung großen Pilot ist und kriegt auch große Pilot ist. Hier ist den ersten Ortsgruppenführer so von der DLV jetzt zum NSFK geht. Je merkt immer mehr, Moment beschwört draußen, dass eine Organisation, die in eine ganz andere Richtung sich gedurcht hat, und die probiert aktiv sich mit anderen umzulehnen, für das nicht rausgereicht wird. Dann haben wir auch noch Leute vom Kieler Verein, die zweifeln, so soll ich so bestimmt nicht machen. Ich sehe immer 5 Kamerunen, die machen mehr als mein Job macht, die aber dann an irgendeinem Lager sitzen in Deutschland dann aber lernen, so, nee, ich will den abmachen, ich will den drin abmachen, dann müssen wir einfach zu fliehen für den militärischen drin, und den noch rausgereicht gehen oder so.
dann hat er nur der Aufhebung von der Wehrpflicht haben wir dann verschiedene Personen, die dann probieren, intern den Lützeburg, die junge Lützeburg zu helfen, für nicht dann her angezogen zu gehen. Da tun wir dann den Lou Hammer oder den Jean Moya, die Dokumentenfälschung, entweder für Leute, die schon am NSFK dran sind, oder die Leute, die nicht am NSFK sind, die Dokumente ausstellen. Hier ist am NSFK dran, hier hat gerade die Ausbildung für Pilot zu gehen, fertig gemacht, muss nur noch die C-Weiter-Ausbildung machen, und wenn es kann, dann nicht angezogen gehen. Muss ja noch so gerade noch einen aktiven Gang an Piloten zu gehen, kann also nicht angezogen gehen. Ziel ist, der Berufung so lange hinauszuziehen, bis hoffentlich der Krieg über ist, oder sie haben noch 1-2 Jahre Ausbildung, aber dazu zu bringen, dass sie nicht als Pilot angezogen gehen, sondern dann bei der Luftwaffe am Bodenpersonal schaffen. Ein großer Teil von den Leuten, die an der Luftwaffe dingen, das Bodenpersonal, die sich im Flieger können mit Maintenance machen, Reparatur, Flakstellungen an Aerodromen und alles so. Da würde ich nicht mehr eine gewisse Unzahl von, dass sie wirklich Piloten, die sich wirklich aktiv einen Risk aussetzen. Die anderen sind am Bodenpersonal, denen wir es ein bisschen mehr sicher gestaltet. Und du hast Hoffnung dran, indem man falsch, indem man Zertifikate ausstellt, Junker so lange wie möglich davon zu hindern, an den Krieg angezogen zu gehen, wohl wissen, dass die Möglichkeit aber immer noch besteht. Also die Deutsche hatte schon 1941 entschieden, Pilot kann sogar mit einer kleinen Sonderausbildung direkt angezogen gehen. Du musst ja nicht die 3 Jahre warten, bis sie fertig ist. Und zum Schluss vom Krieg dürfen immer mehr von der Verzweiflung Bodenpersonal zugezogen, nachher seine Waffen, die kriegen nur immer Training für mit Waffen umzugehen, und geht an die Front geschickt, für so lange wie möglich auszuhalten. Den Krieg war dann rechtzeitig aber rüber, dass viele von denen Nottruppen nicht an die Front gegangen sind. Ich glaube, das ist ein Avantage, wenn so eine Organisation läuft, hier von Gegenaktien die Verbindungen die Organisation anstellen zu nutzen, für Leute zu protegieren oder für so viel einen Militärersatz zeitlich. Ja, das war eine Möglichkeit, die ihn hat, weil er dann ein bisschen mehr wichtiger Stellung war. Du war Formateur und Jean Moya war der Chef vom Herrscher Sturm. Da hatte schon ein bisschen mehr eine Position. Und das war auch positiv oder negativ. Ja, anscheinend an Missionsbereich so viele Junker wie möglich auszubilden, wird das dann noch rangepasst, logisch rangepasst, so, ja, den ist auch dran, wir machen die Ausbildung, das war das Hauptziel von den Deutschen von Anfang an, sodass das dann eventuell dementsprechend nicht an der Front geht, war den dann Lobby und das Zertifikat oder nicht das Zertifikat hat. Das ist aber noch ein Risiko gewesen, dass man erwischt wird und dann war es besser. Also wir sehen, dass das Mensch ganz differenziert Bild, was man kriegen über die NS-Organisationen, wirkt in der Bausung und da so monolithische Strukturen wären, die im Führerprinzip funktionieren, die Membre brigadieren, die Propaganda machen, das hat der Fassade aber ganz viel verschiedene Perspektiven angeben, was sie gelegt wird, was sie gemacht wird, wie sie gesehen ist. Aber auch viele Leute, die an der Organisation lernen, unterschiedliche Handlungsoptionen natürlich haben, die irgendwie sich auf die Seite gestalten. Ich drohe das Regime matt, ich mache matt an der Organisation und ich mache bis zum Schluss andere, die dann irgendwo Keier kriegen und so, okay, da probiere ich mal aber, so wie die dann amerikanische Piloten hilft, dann irgendwie Keier kriegt. Also ich weiß, Mensch, das Verhaltensweise von den Leuten, die an der Organisation waren, ob es nur Deutsche oder Lützeburger waren, dass eben je nachdem wie Kriegslauf war, im Moment von Krieg waren oder was hier persönliche Situation war oder was für einen Grand Compte sie hatten, durchaus ganz unterschiedlich sind. Also das ist mir schwer einfach zu so, die so Drama waren, die sind auch selber und die Organisation auch perfekt funktioniert, das stimmt sie auch nicht, weil so ganz viele Probleme waren, mit Rekrutieren oder mal funktionieren und irgendwie die Krieg natürlich nicht konnte funktionieren. Bon, all die Organisationen, die gibt es nicht mehr, auch wenn es vielleicht eine Kontinuität von Leuten gibt. Ich denke, dass man eine Kultur von den Organisationen gemacht hat. Man konnte die schwätzen mit den Jan, der Taiwan, sodass man den bei der Welt konnten abordieren. Ich meine, die daraus von so die Gemeinsamkeiten waren, und dass sie immer am Dienst von der Diktatur waren.
dat ze ganz militaristischen Wolle hatten wennst ihren Nimm, die ganz sprechen natürlich sind. Sie sind selektiv, sie sind rassistisch, das so gespart gehen, dass Juden benötigt Juden kontentischen Mord geben, indem sie natürlich auch antisemitisch oder antisemitische Propaganda gemacht für das Regime, dass zum Beispiel Gemeinsamkeiten von den Organisationen hier von den armen Nazi-Organisationen Lützeburg. Voilà, Steve, André, Felice, Jérôme Bessonnisch, merci für die Kontribution. Merci, dass ihr so lange durchgehalten habt. Da gibt es noch einen Schluss machen.